lieve Lüt, to wo kein mogt. Das ist unsere erste Folge und heute mit Frank Gruppe. Frank, wo schön, dass du hier bist. Wo geht die das? Mir geht das gut. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass ich mit dir snacken darf. Wie schön und das an so einem besonderen Tag für dich. Du hast ja heute, wir strahlen das zwar wann anders aus, aber du hast ja heute Premiere. Ja, heute haben wir Premiere in Laboe mit Bella Butenschön oder die heilige Johanna von der Inboköck. Wie aufregend. Dazu hören wir gleich noch mehr. Danke, dass du trotzdem hier bist. Jetzt sag doch mal, wie bist du eigentlich zur plattdeutschen Sprache gekommen? Ja, das war ein seltsames Ereignis. Ich habe als Kind Rundfunk gemacht bei Radio Bremen. Also Kinderhörspiele und Erwachsenenhörspiele und Schulfunk, wie das damals hieß. Und es gibt auch ein niederdeutsches Hörspiel, es existiert immer noch. Und dafür wurde ein Kind gebraucht, das Plattdeutsch sprechen musste. Und dann wurde ich ausgewählt und der Regisseur, ein später sehr guter Freund von mir, der brachte mir Wort für Wort meine Sätze bei für den Rundfunk. Und aus einem Hörspiel wurden dann mehrere und viele. Und irgendwann fing ich am Niederdeutschen Theater Bremen an zu spielen, da war ich 16. Und so habe ich mir das nach und nach angeeignet. Das heißt, du hast also das Bremer Platt quasi gelernt? Eigentlich habe ich das Bremer Platt zunächst mal gelernt, aber später dann in Hamburg natürlich am Ohnsorg-Theater auch das hiesige Platt, also unser Bühnenplattdeutsch. Jetzt kennst du das Ohnsorg-Theater ja ziemlich gut. Seit wann denn eigentlich? Ja, genau genommen kenne ich das seit den 70er Jahren, also aus der näheren Nähe, weil ich da einmal gespielt habe, in einem Abendstück und in einem Kinderstück. Danach habe ich gedacht, nein, das ist nicht so meins. Ich glaube, ich gehe lieber an andere Theater, bis Christian Seeler dann irgendwann auf mich zukam und fragte, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm einzusteigen. Und seitdem bin ich dann durchgehend dort gewesen. Und dann bist du Oberspielleiter geworden, unter anderem. Jetzt erzähl doch mal, was ist denn so ein Oberspielleiter? Was macht der so? Ja, der Oberspielleiter ist sozusagen der Chefregisseur. Der inszeniert selber, aber guckt auch, was die anderen Regisseure so machen. Der arbeitet mit an der Spielplangestaltung und an den Besetzungen, das heißt also an der Personalauswahl arbeitet er mit und all solche Dinge und in der Dramaturgie. Wie lange bist du eigentlich Oberspielleiter gewesen, ungefähr? Wie viele Jahre? Ja, ungefähr. Ich bin 1996, glaube ich, angefangen. Zunächst mal als Dramaturg und Regisseur und dann 4 Jahre später, also das muss so um 2001 gewesen sein, 2001, 2002. Da wurde ich dann Oberspielleiter und das blieb ich bis zum Jahr 2019. Und du hast auch selber wahnsinnig viel Regie geführt. Ich habe ja auch am Ohnsorg-Theater angefangen mit einem Weihnachtsmärchen mit dem kleinen Muck. Genau. Und da hast du Regie geführt. Das war ja auch 2019 ungefähr. Das müsste mein letztes Jahr gewesen sein. Ja. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Das war ja ein hochdeutsches Stück für die Kinder, als du mich einmal zwischen Tür und Angel fragtest, sag mal, kannst du eigentlich auch platt? Ich hatte so einen gelben Regennerz an und da dachtest du, ja, vielleicht kann die das ja. Und dann dachte ich so, ja klar, jetzt hau ich mal raus und zeig mal, wie gut ich Plattdeutsch kann. Und ich weiß noch, dass ich mich ganz doll versprochen habe und du mich verbessert hast. Ja, aber es war eine schöne Zeit. Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück und fand es total schön, ja, wie du Regie geführt hast. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Danke, das freut mich sehr. Ich habe auch sehr gerne mit dir gearbeitet. Das ist schön. Was ist denn eigentlich, also vielleicht ist das auch eine schwierige Frage, aber was ist so eine deiner schönsten Ohnsorg-Erinnerungen? Oh, das ist wirklich schwer zu beantworten, weil davon gibt es ganz, ganz viele und eigentlich nur sehr wenig unangenehme. Zu den tollsten gehören eben so Sachen wie den Faust inszenieren zu dürfen oder Herr Puntila und sein Knecht Matti von Bertolt Brecht. Oder aber eben auch so etwas wie der Seewolf. Das war für mich nochmal ein ganz toller Abschluss meiner fest engagierten Zeit am Ohnsorg. Der Seewolf, das liegt doch noch gar nicht so lange zurück. Nein, das war, glaube ich, meine letzte Inszenierung als Oberspielleiter. Wie schön. Wir sind ja hier in diesem gigantischen Lager auf der Veddel und hier lagert so viel Ohnsorg-Geschichte. Möbel, Lampen, Bäume, Treppen. Es ist unglaublich, was hier alles zu finden ist. Hast du Lust, mit mir mal ein bisschen zu stöbern und zu schauen, ob du ja, sehr gerne. ein oder andere vielleicht wiedererkennst? Ja, mal schauen.
Christian. Sehr schön. Aufzug, ja. Ein Schrank mit Klingel. Ja, ich fahre noch mal ganz kurz in den ersten Ja. Stock. Ne? Oh, das ist wirklich ein ja. Aufzug. Der Speiseaufzug, genau. Wahnsinn. Ich weiß auch, woher das ist, aus Ladykillers. Ja? Ja, Und was wurde damit rauf und runter gezogen? ich glaube sogar Menschen. Wirklich? Ja, wenn ich mich recht erinnere, ja. Ab in den Schrank. Ja, genau. Bei Narnia. Links oder rechts? Ich würde sagen, da. Wir gehen da Ja. lang. Ja. Und das ist ja hier das schöne Sofa. Es ist kein Sofa, sondern es ist ja eigentlich ein Zugabteil, ne, in dem Joachim Bliese als dementer Opa mit seiner Enkelin verreist ist, in Honig im Kopf. Es waren dann 2 Sofas, die sich so gegenüberstanden auf der Drehbühne. Und wenn der Zug fuhr, dann drehte sich die ganze Drehbühne und mit ihr die beiden Sofas, die das Abteil bildeten. Und da ist sogar die Notbremse, Oh, nicht ziehen! die sie dann gezogen hat. Und dann bremste der Zug urplötzlich. Ja, ich erinnere mich. Ich habe das gesehen. Ein schönes Stück. Und also ich bin so verliebt in dieses Lila. Das ist Ja. also. Ich würde gerne mal in einem Zug sitzen, der so ein schönes Sofa hat. Ja, das war wahrscheinlich noch 1. Klasse damals. Ja, wie ist das für dich, da hier zu sitzen? Ja, ich habe da auch schon Probe gesessen natürlich, als wir das aufgebaut haben. Genau die Abstände festgelegt haben, da habe ich das ausprobiert. Und das ist schon toll, aber die Erinnerung an diese Aufführung, die ist auch noch sehr, sehr stark. Sigi Meier, der Bühnenbildner, hatte das alles entworfen. Und unsere Werkstätten haben das gebaut. Nicht? Das sieht man einfach, was das für eine tolle Handwerkskunst ist. Das ist der Was die Wahnsinn. alles können, bis hin zu dieser Ablage, die zwar nicht aus Metall ist, sondern aus Holz, aber man sieht es nicht von weitem. Und der Spiegel hat diese Patina auch ganz bewusst, damit sich eben nicht zu viel drin spiegelt. Ein alter Spiegel. Ja, Ja. doch, das liebe ich sehr. Türen. Wahnsinnig viele Bäume. Ja, Tod im Apfelbaum war das hier. Und hier ist sie doch, ne? Die berühmteste Treppe des Ohnsorg-Theaters von Tratsch ob de Treppe. Ach, dass die so lang So, ist. ja, und so sieht sie von hinten aus. Wunderschön. Und die steht hier einfach so rum. Ja. Du hast ja eben schon zum Anfang gesagt, deine aktuelle Inszenierung Bella Buttenschön mit Beate Küpel. Heute ist Premiere. Erzähl doch mal ein bisschen von dem Stück. Ja, das ist auch eins unserer kleinen Stücke, die wir jetzt über Land schicken wollen. Ein bisschen Corona geschuldet, aber ein sehr schönes Konzept, wie ich finde. So ein Mikrostück sozusagen mit ganz geringem Bühnenbild und nur einer Darstellerin, eben Beate Küpel, die ich ja auch schon sehr lange kenne. Und es ist ein Stück von Willie Russell. Das heißt im Original Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche. Und bei uns heißt die Shirley Valentine eben Bella Buttenschön. Und es geht um eine Frau, die sich auf ihre etwas reiferen Tage noch einmal emanzipiert, ihren Mann verlässt, eine Reise nach Griechenland macht, von der sie nicht mehr zurückkommen will. Wie schön. Und wie lange kann man das Stück sehen? Ja, wir hoffen sehr, sehr lange. Es ist ja nicht im regulären Spielplan. Wir spielen es zunächst mal in Laboe, die Premiere, einige Vorstellungen bei den Lachmöwen. Und dann soll es so ein bisschen über Land gehen und hier und da und dort gespielt werden. Und vielleicht später dann auch einmal im Studiotheater im Ohnsorg. Das wird sich zeigen und dann hoffe ich, dass es sehr lange läuft. Das hoffe ich auch. Das klingt gut. Du machst ja auch Übersetzungen, ne? Ist das Ja. richtig? Wie kann ich mir das vorstellen? Du kriegst also ein hochdeutsches Stück in die Hand. Ja, oder auch mal ein englisches oder mal ein französisches, das kann auch passieren. Aber in der Regel übersetze ich aus dem Hochdeutschen. Das ist richtig, dann schaue ich mir das Stück an,
wenn es denn geeignet ist für die plattdeutsche Sprache. Man kann nicht jedes Stück einfach wahllos übersetzen, aber es gibt doch eine große Anzahl von Stücken, die man sehr gut transferieren und transponieren kann und übersetzen. Und das mache ich sehr gerne. Und das aktuelle Stück wahrscheinlich auch. Hast du Die es Bella auch? Wutenschön habe ich auch übersetzt. Das ist eine Neuübersetzung. Hermann Köhn hat das schon mal vor langen Jahren gespielt, sehr erfolgreich auch. Und die hat es selbst übersetzt, aber die Übersetzung war nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und wir haben das Ganze ein bisschen aktualisiert. Was ist dir neben dem Theater in deinem Leben noch wichtig? Besonders wichtig? Ja, da ist einiges. Also zunächst mal der Rundfunk, der vorhin schon angesprochen wurde. Für den arbeite ich nach wie vor sehr gerne. Spiele kleine Rollen oder größere auch mal und schreibe auch Stücke für den Rundfunk. Das ist eine meiner liebsten Aufgaben neben dem Theater. Und dann gibt es ja auch noch ein Privatleben. Ich habe eine kleine Hütte in der Lüneburger Heide, in der ich mich sehr gerne aufhalte, jetzt wo das Rentnerdasein mir die Zeit dazu gibt. Und da bin ich sehr gerne und lasse auch mal ein bisschen die Seele baumeln. Eine wunderschöne Gegend, um Ja. die Seele baumeln zu lassen. Das war ja ein kurzes Gespräch. Gefühlt ist das so schnell vorbeigegangen. Du warst ein toller erster Gast. Für uns ist ja heute Premiere, hier mit Vokane Moogd. Und für dich ist heute Premiere. Du fährst heute nach Laboe. Vielen, vielen Dank, dass du an diesem besonderen Tag trotzdem zu uns gekommen bist. Herr Witt, war nicht gern. Vielen Dank auch. Danke.